Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder. Hier bei Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, was natürlich gar kein Wunder ist, weil gefühlt ist jede Folge hier irgendwie Dramatik pur. Oder auch irgendwie, naja, traurig pur oder deprimierend pur, wie auch immer. Letzte Folge sind wir auf Ven und Terra gestoßen, wobei waren eher Abbilder von von Aquas Vorstellungen an sie. Nur bei Terra war es dann so, dass eine Verbindung hergestellt werden konnte. So Terras verlorenem Herzen selbst, ne, der in der Finsternis gefangen ist, aber auch Terra sehr neu wieder aufgetaucht. Und es gab eine epische Szene mit ihm und Terra selbst. Muss man unbedingt nochmal reingucken. Und als ich schon dachte, okay, Aqua gibt es jetzt auf, sie ist in der Dunkelheit versunken, da taucht plötzlich Mickey auf. Und jetzt sollen wir gemeinsam mit Mickey hier ein bisschen fighten. Los geht's! Mickey, alles gut? Was? Wegfinder stand da gerade. Was war das gerade? Über zwei wohl leisten, wa? You spin me right wow, baby, right wow. Nein, du fließt hier nicht. Ah, dann kommen die Angriffe von den beiden. Aqua Mickey vereint. Okay, der Abschlussangriff hat es aber in sich, ey. Dann eine ganze Energieleiste gehabt. Better not push our luck. Gosh, I never thought I'd find you in the realm of darkness, that's for sure. So, what happened? Have you seen Terra or Ven? No, just you. I'm sorry. The darkness in this place, it's getting to me. Oh. But you'll be okay. Right. Say, we've been looking for you a long time. How come you're in this place? First tell me, how long's it been in the realm of light? About 10 years. Interesting. After we last spoke, I took Ven somewhere safe, and then I went after Terra. But Terra was about to fall to darkness, so I had one choice. I stayed here in hopes of giving him a chance. I didn't know. How about you? What could have brought you here? Has something happened in the realm of light? It's the Heartless. They've been attacking worlds and taking their hearts. And worlds with no hearts vanish into darkness. But if we can lock the door between the two realms, light and dark, from both sides,
we can protect the other worlds. So you see, I came here to find the key on this side. Turns out, it's not so easy getting into the realm of darkness. The points you can cross have become unstable. It's only when a world gets consumed that an entrance appears in the realm between. So, I waited for my chance to sneak in. But hey, when I got here, I felt a warm, familiar light. I followed it to find my way to you. The charm. So they were helping. Terra and Ben brought you and I back together again. Yeah. But the worlds are still in danger. Terra, did he make it back to the realm of light? We still haven't found him. I see. Well, wherever he is, he's fighting. He'll beat his darkness. And I know he wants me to fight too. I think you're right. He'll be just fine. Yes. But what about Ven? He won't wake up unless I'm there with him. I have to go. I have to find a way back to the realm of light. Good. Then let's locate that key and go home together. Does that mean you know an exit? Well, I was so busy finding a way in that I didn't give a lot of thought to where there'd be a way out. But together, we're sure to find one. You haven't changed at all. May our hearts be our guiding key. There's a phrase no one's used in ages. Keyblade wielders used to say those words to each other. And now, it's something I like to try and remember. So, ready? Ready. Ach, Mickey. Er hat es geschafft, Aqua wieder mal zum Lachen zu bringen. Ist das nicht schön? Gemeinsam mit Mickey zocken. Yeah, Mickey, Mickey, Mickey. Ist das geil. Also am liebsten eher mal als Mickey zocken, aber gut, vielleicht dann bei Kingdom Hearts 3 mal, wa? Junge, Junge. Bis jetzt läuft es aber gut, ne? Auch so durchhalten, so, oder so, wenn ich irgendwie mal Game Over gehen, weil ich habe vorhin nochmal geguckt, es gibt nämlich noch eine Trophäe, die wir kriegen, wenn wir niemals einen Kampf verlieren, ne? Ich sag's mal so. Und ich muss ganz kurz noch etwas machen hier, und zwar das Ding. Arme, aber das. Rücken, das noch machen. So. Genau, weil dann kriegst du noch eine Trophäe. So. Das ist mal so weit dazu noch. Also dann. Ansonsten, Outfit und so von Aqua gefällt mir soweit. Ich kann speichern mit Mickey im Team. Ist das nicht geil? Ja, das ist sogar Mickey da als Symbol drauf. Ach, schön. Gut, eben Terra, ja, das sind Terra nicht zurückgeschafft, das wissen wir, weil Xehanort hat ja seinen Körper übernommen, aber irgendwie dadurch ja am Ende vom Birth by Sleep, da ich dachte, Terra will sie nicht bezwingen lassen, also jetzt wieder mein eigenes Schlüsselschwert gegen mich ein und hatte dadurch dann Ansem und Zennes erschaffen. Ansem, der jetzt gerade draußen zu dem Zeitpunkt hier gerade ein bisschen Unruhe stief mit den ganzen Herzlosen, ne? Und ich bin auch gespannt, ob wir zusammen mit Mickey auch noch, also wenn wir hier in Dunkelheit sind, ne? Und Mickey nach einem Schlüssel so, das muss ja das Schwert der Dunkelheit sein. Also es gibt ja Schlüsselschwerter, eins für Rei des Lichts, das ist das, was Zoe eigentlich bei sich hat. Und eins der Dunkelheit, das ist das, was eigentlich Mickey mittlerweile ein Standardschwert ist, weil das, was er jetzt hier noch benutzt hat, das wir auch aus Birth by Sleep kennen, das ist ja eigentlich das alte Schlüsselschwert vom Meister Yen Sid. Und insofern, wenn mich da meine Erinnerung nicht trübt, war Mickey damals im Reich Dunkelheit zum Schluss hin noch gefangen, ja, aber zusammen mit Riku. Das heißt, Aqua müsste hier eigentlich auf Riku noch treffen. Oh, natürlich sind wir im Vorher wieder getrennt, das könnte auch sein. Was seid ihr denn jetzt? Okay, war ganz langsam, gut. Ja, es gibt noch eine Trophäe dafür, wenn man das auf Exzellent schafft. Muss mal gucken. Ein bisschen üben, dann geht das schon.
Mickey ist irgendwie ein bisschen schwach, kann das sein? Also schwach im Sinne von... Wird häufig getroffen. Ach du Scheiße. War aber nicht exzellent, wa? Schade eigentlich. Oh, Mickey kann auch ein Level up. Natürlich hat er schon ein höheres Level als Aqua. Wer es glaubt. So. Ich habe keinen Plan, wo ich bin, weil ich habe keine Truhe. Ganz ruhig, Aqua, ganz ruhig. Bloß nicht wütend werden. Junge, ja, wir haben alles zerlegt. Mir fehlt eine große Truhe. Für die Gebietskarte. Wo ist die? Wir vorhin irgendwie übersehen? Wir sind von hier aus gestartet, ne? Müsste theoretisch auch hier sein. Jetzt komplett verblödet. Ich sehe hier hinten aber nichts. Mickey, hey. Hey, hey, Mickey, hey. Nein, ist natürlich Mickey. Aber anderes Thema. Ich liebe Mickey einfach. Ich weiß nicht, immer wenn ich irgendwie Mickey sehe, oder irgendwie, ja, doch. Sobald ich Mickey sehe, habe ich immer direkt gute Laune. Weiß nicht warum. Ah, da ist die Truhe. Und Gegner? Nö. Na klar sind natürlich auch Donald und Goofy so bekannt, aber bei denen hat es irgendwie nie so sehr wie bei Mickey tatsächlich. Also mit der guten Laune meine ich halt, ne? Das würde bereits der richtige Weg sein. War noch da unten, ne? Da ging es irgendwie auch nochmal weiter. Ich wollte natürlich nicht ganz so weit gehen, weil ich Angst hatte. Da war irgendwie was verpasse. Aber jetzt mit der Map ist halt doch noch mal ganz kurz gucken, obwohl es nur ein Weg zurück war. Ja, da sind wir wieder. Obwohl. Ne, doch. Da ist noch eine Truhe. Also am selben Ort. Okay, okay. Oh. Fußleiste war ein bisschen tief. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ach, war echt übelst mächtig. Gut, ist natürlich auch Aqua, ne? Der Wegfinder, wie die Kombipackung. Scheiß Beyblade-Typ. Nein, nicht geschafft, schade. Wow. Ja, ist ja gut. Junge. Bisschen übermütig, wa? Die Jungs.
Eine Truhe. Yep. Ja, ist nicht viel, aber besser als nichts. Oh, das ist Blitzgewitter, ich sehe gar nichts mehr. Ah, da sind ein paar nervige Gegner. Ah, da schon wieder. Kämpfe mit Stil. Okay, was auch immer das eine Aufgabe war. Mehr Fokus, Freunde, mehr Fokus! So. Erstmal Ruhe hier, hoffentlich. Okay. Hier ist soweit auch nichts. Das Rad des Lichts? Hm. Ja, schön wär's. Okay, da ist nichts, aber da haben wir eine Truhe gesehen. Irgendwo hier. Ah. Hier haben wir gerade Sand. Okay, das Ende an der Map. Hier ist auch nichts. Ja, und nun? Oh, es ist hell. Ah, meine Augen. Das Rad des Lichts ist viel zu hell. Kann man jemand die Sonne ausschalten? This is where I met those children. So many worlds have been lost, and now they're trapped here in the dark. Wait, you know this place, Aqua? Yes. I visited once, and I met two boys I considered passing the Keyblade on to. But because Terra had already given one of them the power, I didn't. Aqua, what were the boys' names? They were Sora and Riku. I see. We're getting warm. Huh? Well, it's Sora and Riku who've been helping me. We're trying to get that door shut for good. The same boys?
Aqua, if this is where my friends first got the Keyblade, it also must be where we'll find its counterpart. The Keyblade of Darkness has got to be here on the dark side of their world. We'll have to hurry. Come on! Die Dämonenwelle, so. Junge, wie viele Erfahrungspunkte haben, Lebenspunkte haben die denn die? Kraftpunkte von mir aus, ja auch immer. Der H-Punkte gehen natürlich auch. Okay, so sollte es lieber nicht angreifen, ne? Block doch mal, Aqua! Junge! Der Mädel kann nicht so schwierig sein. Aqua, alles klar? Aqua, was machst du da? Kann das sein, ein kleines? Junge, so glaubt das ja nie. So. Okay, Verbrennen klappt aber ganz gut eigentlich doch. Ja, Junge, ist gut. Aqua. Blocke, Mädel. Junge. Da kommt es noch ein bisschen übel. Was machst du da oben, Miki? Aber wie kommst du da hoch? Okay, das macht schon ein bisschen mehr Spaß. Aber trotzdem noch zu wenig, ey.
Junge, so kommst du aber nicht weiter, ey. Was ist denn das jetzt? Kann man die Folge beenden? Eigentlich. Ah. What the fuck, hey. Die ziehen aber auch ab. Mickey muss jetzt auf einen auf. Junge, wie lange noch? Ah, er ist oben, glaube ich. Komm schon, den König Mickey. Oh, es klappt, okay. Der Magieangriff kommt doch durch. Ich muss erst mal da rein. Wie geht's dir so? Gut, bin ich drin. Na, endlich! Let's keep going. I bet it's in here. There. Is that what you're after? Yep, it's just the key I was looking for. A keyblade from the Dark Realm. A keyblade of darkness. The Door of Darkness. Tied by 2 keys. The Door of Darkness. To seal the light. Well, we've got the keys. Now, we find the ones to close the door. Sorry? The door between the 2 realms, it won't let a heart with light pass through.
So only darkness keeps spilling out. We can lock the door by using the 2 keyblades. But we need help on both sides to get the door shut. Well then, since you'll be doing the locking, let me be the one to close the door. Sorry, but the job's taken by somebody else. Huh? Is that the one? Yup, the door to Kingdom Hearts. Well, it's not the Kingdom Hearts you know. Not exactly. But even though it's smaller, it's still the heart of many worlds. And even if it's not a complete Kingdom Hearts, we definitely can't leave it open like this. Or darkness will escape and destroy the remaining worlds. It's time. With this key and Sora's in the realm of light, we're gonna close this door. Now, all we need is Riku. Sora. Riku. There! That's everybody! Come on, Aqua! Oh no! Back off! Aqua! Go without me! No, I... The battle for the Realm of Light is not won. Thanks to Terra and Mickey, I know what's at stake. I'm not afraid. I will face the long darkness. The next time someone wanders into the realm of darkness, I'll be here. A light to cut through all the shadows. I will be their wayfinder. And one day, I'll return to Terra and Ven. I am Master Aqua, and that's a promise. Aqua. Now, Sora, let's close this door for good. It's beautiful. The stars are out,
Terra. Then, just me again. They did it. The world's being restored. May our hearts be our guiding key. You'll know where I am. Alter, leck mich am Arsch, hey. Ich wollte vorhin schon irgendwie die Folge beenden, weil ich dachte, ja komm, jetzt so wäre ein cooler Cutscene-Moment, da weiß ja nicht, wie lange das Ganze dauert. Und was war das? Mickey hat tatsächlich Aqua getroffen und beinahe wären sie gemeinsam da rausgekommen. Ich meine, theoretisch hätten sie Aqua noch durchs Tor schicken können, bevor Riku und Mickey es geschlossen hätten, oder aber nachher zusammenhalten, Mickey, Riku und Aqua halt draußen kommen, so wie es nachher ja Mickey und Riku ja auch geschafft haben. Aber nein, das Spiel sagt selber so, nö, wir wollen dich nicht gehen lassen, Aqua. Und nun, aber das am Schluss richtig gesehen, ja, ihr Schlüsselschwert, das Miles Ericus, lag irgendwie rechts neben ihr quasi. Und sie sank nachher dann in die Dunkelheit hinab, weil ja, die Welt selbst kehrte wieder zurück. Also sprich, die Insel des Schicksals kehrt wieder zurück ins Reich des Lichts. Aber sie bleibt jetzt da zurück noch. Und ja eben, offensichtlich ohne ihr Schlüsselschwert. Aber ich hoffe nicht, ey. Ich meine, ja, Fragmentary Passage, das hat was. 0.2, ja, das auch. Ist wirklich jetzt nur ein kleiner Ding gewesen. Kleiner oder fein, würde ich gerne sagen. Nur, es war die ganze Zeit eigentlich so Depri, außer eben das Zusammentreffen mit Mickey dann. Was Aqua wieder ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Nur, ja, jetzt am Schluss ist sie wieder verständlicherweise Depri drauf, ne, weil sie hier alleine ist und einsam und so weiter und so fort. Nicht genau weiß, wie sie da was mit Terra ist und wie sie wieder Ventus befreien kann. Ach du Scheiße. Und ist das jetzt so ein Zeitpunkt, wo ich sagen würde, ich bin jetzt gerade so gehypt, ich will wissen, wie es weitergeht. Scheiße, ich muss jetzt direkt Kingdom Hearts 3 zocken. Aber es geht nicht. Scheiße, es geht nicht. Also erstmal müssen wir sowieso noch den X-Film gucken, der hier bei dieser Dinger dazu liegt, bei dieser 2.8 HD Remix-Geschichte. Und zum anderen aber gerade andere Spiele, die jetzt gerade halt frisch erscheinen, deswegen kann Kingdom Hearts 3 nicht direkt zocken. Ah, was ist... Mann, Aqua. Ventus, Terra. Wir müssen da rausholen, Freunde. Wir müssen einfach. Ja, ansonsten, ja, nette kleine Story, das auch mit den ganzen Gegnern. Ich bin also kein einziges Mal draufgegangen. Obwohl ich jetzt am Schluss das Gefühl hatte, ich war oftmals irgendwie mit einem Kabel noch auf den Beinen und habe mich gewundert, wieso sterbe ich nicht? Obwohl mich die Gegner weiter angegriffen haben. Ich kann es nur so erklären, dass dadurch halt ein Dauerkombi war. Sagt das Spiel in der Situation, okay, du kannst gar nicht heilen, weil du da gar nicht rauskommst. Und demzufolge wäre es dann natürlich fies zu sagen, okay, jetzt kannst du trotzdem sterben. Also war halt der Zeitpunkt, um so schnell zu heilen, ne? Oh je, oh je. Ansonsten, ja eben, Story soweit cool, schön knapp. Ich hoffe, das wird dann mit Kingdom Hearts 3, wenn, ja, wieder ein Happy End für die drei natürlich. Für alle im Prinzip, aber wenn dem so wäre, gäbe es kein Kingdom Hearts 4. Also insofern, wird natürlich schon noch der eine oder andere geben, der kein Happy End kriegt oder noch nicht. Wir werden sehen. Die Unreal Engine 4 gefiel mir sehr gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass im Vergleich zu Kingdom Hearts 1, 2 oder auch Dream of Distance die Steuerung ein bisschen präziser war. Ja, gerade auch so mit den Sprüngen, wenn du irgendwie so dich an eine Klippe so ranhangen wolltest oder festhalten wolltest, das ging mir besser gefühlt. Das war ja quasi auch ein bisschen ein Versuch, ne, um die Unreal Engine 4 zu testen, wie es so wirkt. Und ja, ich hoffe, dass die Grafik generell bei Kingdom Hearts 3 noch ein bisschen polierter ist, weil man saß auch zum Teil bei Aquas Haaren und so. Da hätte noch ein bisschen was dran machen können, natürlich. Ansonsten natürlich bei Kingdom Hearts 4, ne, mit Unreal Engine 5 dann bereits. Oh je, oh je. Sehr gespannt. Gut, aber denken wir, jetzt wird noch ein bisschen coole Endszene kommen. Weil wir brauchen jetzt noch einen Übergang
zu Kingdom Hearts 2 und Dream Drop Distance, der uns dann eigentlich unwiderruflich zu Kingdom Hearts 3 führen, ne? Das ist schade, ja, die Musik ist natürlich das cool, aber ich kann es nicht bringen, ne? Ich muss sie rausschneiden, weil sonst kriege ich direkt einen Strike. Also zum einen mal sagt YouTube sich so, darf nicht anzeigen, das heißt, sie wird einfach an der Stelle gemutet. Und andererseits, wenn ich es halt drin lassen würde, ja, dann ist auch doof. I thought I heard her voice in the distance. She sacrificed herself to save me? Why did you keep it from me for so long? I had to respect her choice. What about us? You could have given us a choice. We could have gone and helped her. I know. Do not be rash, Riku. As Mickey told you clearly in his story, reaching the realm of darkness the first time was not a simple task. And even if we had found a way back in, regrettably none of us possessed the necessary means to get Aqua back out safely. So I forbade Mickey from telling you, let alone going after her. Why keep it secret? That much is obvious. If not you, then certainly Sora would have staged a reckless attempt at rescue. But now we can help Aqua. You and I. We're gonna go find her. Yeah, count me in. Yup. Who's this new Riku and where's the old one? New me? Yeah. You're more like Sora. Should I be flattered? I try too hard to be the role model. It's more fun to just listen to my heart. Which is Sora-esque. Well, we still like you. Master, I came here because I wanted to help somehow. What can I do? I have entrusted the wizard Merlin to oversee the training for our new Keyblade wielders, yourself and Lee. Lee? He means Axel. What? He's a regular person now. He even saved Sora for us. You can trust him. Come on, Riku. It's time for us to go. First, we gotta find an entrance to the realm of darkness. Mickey, take these along with you. The three good fairies ask that you be presented with them. They are new vestments, which will shield the both of you from the darkness. Thank you, Master. Okay, let's go. You were gone a long time. What were you doing? Secret. I'm back! Huh? What? Just us? The others all had important work to do, so I sent them on their way. That's great. They could have said goodbye. It's not fair you missed them. It is not. I just like to say goodbye to all my friends. Then do it faster. I'm here now, right? We have matters to discuss. What? In order to defeat Xehanort, there are allies we must gather.
acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Your Mark of Mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? Sora! Whatever. Happens all the time. Yes. Chip and Dale are currently analyzing data that Ansem the Wise provided to Riku, and which could offer us a clue to retrieving our friend's lost hearts. I have very high hopes for this data. However, our greatest chance of stopping Xehanort's plan still lies with you, Sora. If you trust the guidance your heart gives, I know we will find all of the Guardians of Light. But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power. The power of waking, which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again. A true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Got it. Master Yoda. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hands. Donald! Goofy! You can't become a master without us. Huh? I never would have thought you'd fail that exam, Sora. Hey! Face it, you're just a hot pint. But the three of us together make a whole pint. Pint and a half. And don't forget, we'll keep an eye on you. Oh, this is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Let's go! Count on us! How are we supposed to get there now? What? I thought you knew. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora. Which way? Hey, would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Well, Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen Sid always said that, right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I've got it! All right! Olympus Coliseum, here we come!
Ende. Leute, das war gerade ein riesen fetter Spoiler, weil die Szene gerade mit Yen Sid und so weiter und so fort, ne? Es garantiert das, was wir... Oh, Aufgaben erledigt, gar nicht mehr so viel. Schatzkissen, 46% los. Wo sind die überall versteckt gewesen? Das war bestimmt auch die Anfangssequenz des Kingdom Hearts 3. Und demzufolge wissen natürlich jetzt auch, welche Welt die erste sein wird, die wir in Kingdom Hearts 3 besuchen. Nämlich die Arena Olymps, sprich wir besuchen Herkules. So hat seine Kräfte verloren. Ja gut, da ist tatsächlich nichts Neues. Insofern macht aber Sinn. Und die Kraft des Wachens wieder zu lange wird er sicher nicht für Aqua brauchen, aber für Ventus. Ne? Ich denke mal, da wird es darum gehen, vielleicht sogar irgendwie eben Ventus Herz aus seinem eigenen zu befreien, wieder in seinen Körper zurückzuschicken. Nun gut, ne? So, erstmal darf ich speichern. Gespeichert werden. Ja, bitteschön. Ich für 60 fällt mir auch noch, ne? Heißt, die Trophäe habe ich auch noch nicht. Interessant, was man dann noch alles so freischalten könnte, obwohl das Spiel selbst relativ kurz ist. Aber gut, Leute, das war's mit diesem Teil. Bin ich ganz sicher, dass ein Raufsplitter oder vielleicht auch 2 Parts draus machen oder so. Also, dass wir dann irgendwie statt 6 Folgen sogar 7 haben, vielleicht sogar 8 in die erste Folge raufspalten würde. Da ein bisschen länger war, muss man gucken. Man muss das Ganze erstmal noch schneiden halt. Aber gut. Ja, bitte überspringen, weil sonst Musik. Nein. Kontrolle ist schwach, das ist so ein guter Zeitpunkt, weil, naja, ist egal, vorbei. Alle vorbei. Ich wollte dann gerade aufhören und plötzlich Panikmoment. Kann passieren, wa? Wo kommen wir eigentlich raus? Andere Frage. Tief in der Dunkelheit. So. Wer war es jetzt vergessen, ne? Da interessieren wir jetzt doch noch. Die Trophäen. 10 von 15, ne? Also, das sind ja hier die Story-Trophäen. Schatzjäger öffnen alle Schatztruhen in der Schattenwelt. Ambitioniert, lediglich alle Aufgaben noch nicht geschafft. Herzlosenjäger, besiege 500 Herzlose. Ich glaube, das müsste dann noch schaffbar sein. Profispieler, wahrer Veteran. Nee, das ist ja weniger. Multifokusmeister. Halt ein exzellenter Multifokus-Einsatz. Da waren wir kurz davor. Den Rest haben wir. Also, das sind jetzt nicht die Dinger, die jetzt so, sag jetzt mal, ultra schwierig wären zu holen. Der vielleicht schon. Wobei, also ich finde, als Schatzjäger wäre es schwieriger zu holen, weil ambitioniert ja die Aufgaben, das sind vielleicht ein bisschen grinden und so, aber es ist grundsätzlich alles möglich. Nun gut. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir den letzten Teil der 2.8 Edition durchspielen. Das ist quasi dieser Film, dieser Kingdom Hearts X-Film, der noch ein bisschen von der Vergangenheit erzählen soll, also weit vor Kingdom Hearts 1 überhaupt und ich glaube nicht mal sehr Nord auftauchen wird oder so. Und Ericus, ne? Die beiden. Und ja, ansonsten sehen wir die zwei hier vor uns dann sicherlich wieder bei Kingdom Hearts 3. Bis dahin, ciao zusammen.